Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, euer Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Tubes. Die heutige Episode ist wieder mal ein Special-Folge. Wir haben sie nämlich wieder zusammen mit euch im Livestream aufnehmen. Danke an alle, die dabei waren. Wir reden von Singapur bis zu Japan über ganz viele verschiedene Themen. AlphaTauri Driver, 60 Constructors für Red Bull, McLaren gegen Ferrari, Logie Bear und der Aston Martin Downfall sind alles Themen, die ich erwarten werde. Außerdem, ganz am Anfang, hört gut zu, es gibt kleine Special Events. Wir werden mit euch zusammen Go-Kart fahren. Für die, die dabei sind, werden ihr am Anfang noch ein bisschen mehr dazu hören. Danke fürs Zuhören und viel Spass. Und somit haben wir es auch endlich einmal geschafft, meine Damen und Herren. 30. Also diesen Samstag bereits schon, werden wir uns mal treffen zu einem kleinen Go-Kart-Rennen und ebenfalls am 14. also Go-Kart-Rennen. Wir werden uns einfach beide mal treffen. Ich bin leider am 14. nicht dabei, weil ich bin im grünen Urlaub, Militär, muss ich leider gehen. Aber ja, für die Lust haben, für die es noch nicht mitbekommen haben, wir gehen zusammen auf Lies Go-Kart fahren. Ihr seid alle herzlich willkommen. Willst du schnell die Zeit droppen, weil ich weiss sie nicht ganz auswendig. Ich weiss, diesen Samstag am 2 umeinander, gell, sind wir zu Lies am Start. Genau, also für die, die genau wissen, um was es geht, beziehungsweise wieso dass wir das überhaupt machen. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal auf Twitch 100 Subscriber habe, dann können wir alle zusammen Kart fahren. Das machen wir jetzt. Den Samstag, also am 30.09. treffen wir uns am 2, also 14.00 in Lies an der Kartbahn. Und wir fahren einfach so oft, wie wir möchten oder so viel, wie wir möchten. Und es ist auch nicht irgendwie verpflichtet, dass man bis dann dort ist. Also wenn ihr kommt, dann fahrt 2-3 Monate, nachher keinen Bock mehr, dann dürft ihr auch gehen. Und das Ganze auch noch am 14.10. dort dann schon auf die halbe 2. Ja, wenn ihr möchtet vorbeikommen, dann kommt ihr gerne vorbei. Würde uns sicher freuen, aber können wir fahren oder zuschauen, ist euch überall. Es gibt sogar noch Sim-Racing dort, also wenn ihr auch nur möchtet virtuell fahren, das könnt ihr auch gerne machen, also kommt gerne vorbei. Und ja, wir legen los jetzt mit dem Podcast, mit dem ersten Thema und ich gebe das Wort weiter an Schubs wieder. Yes, ich würde sagen, von Amateurfahrer zu Profifahrer, wir gehen direkt mal schon in Singapur Grand Prix rein. In meinen Augen absolut gelungenes Rennen. Ich habe es extrem spannend gefunden. Qualifying war genial. Und ich wollte auch gerade mit etwas hitten, wo wir noch nicht besprochen haben, dass wir darüber reden werden. Aber etwas, was für mich... Es gibt zwei Sachen, die rausgestochen sind. Und Numero uno ist im Stroll sein Crash. Also, sorry, was war das jetzt wieder gewesen? Ich weiß nicht. Okay, ja. Snaps kann es ja geben. Aber ich habe einfach in dem Moment wieder gedacht, mein Gott, was macht der immer noch in der Formel 1? Das war meine Instant Reaction. Wir haben gar noch nicht darüber geredet. Ja, ich glaube, es hat einfach auch, das Auto Balance ist ja wirklich katastrophal. Ich meine, nicht nur der Stroll hat den Struggle, weil der hat schon die ganze Saison ein bisschen den Struggle. Aber auch der Alonso ist mittlerweile voll im Seich mit dem Auto. Also er performt ja auch nicht mehr so wahnsinnig gut und zeigt ja auch, ich glaube sogar während dem Singapur-Rennen war, das Auto unfahrbar sei, hat er gefunden. Und ich meine, Anfangsjahr in Bahrain hat er gesagt, es sei ein Traum mit dem Auto zu fahren. Und ja, es ist schon krass, wie sich das Auto eigentlich so verschlechtert hat. Und ich weiß gar nicht, er ist ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, also ich habe den Unfall schon noch ein bisschen vor Augen, aber ich habe gemeint, er ist schon in der vorletzten Kurve, also in der Kurve, die abgeflogen ist, in der vorderen Kurve ist er ja schon recht geslidet. Yes. Und dann nachher hat er auch dort wieder so einen Oversteer gehabt, nachher einen Snap-Oversteer, hat dann auch plötzlich auf die andere Seite eingelenkt oder hat müssen, weil er sonst, ja, hat sich können drehen. Und dann plötzlich wieder Grip gehabt und er ist in die Wand rein. 50G war der Einschlag gewesen, also hat er recht gerumoret, wo er eingeschlagen hat. Und das Auto natürlich komplett zerlegt. Also es hat ein paar Aufnahmen noch gegeben von so Zuschauern, die das gefilmt haben. Das hat schon krass ausgesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich meine, klar, eben, Stroll, dort kann man halt einfach schon sagen, man weiss nicht, wieso das noch in der Formel 1 ist. Schlussendlich können wir aber gleich froh sein, dass ihm nichts passiert ist, also dass er aus dem Auto aussteigen und dementsprechend nicht gröbere Verletzungen hatte. Er hat ja dann das Rennen halt einfach ausgesetzt, weil eben er angeblich noch Schmerzen hätte. Und ich glaube so einfach auch, dass Aston das Auto nicht hätte zusammenbauen auf die Zeit aus. Also das wäre zu viel gewesen, was sie hätten müssen ersetzen. Und wahrscheinlich, wenn sie es hätten können ersetzen und das Auto wieder können zusammenbauen, wäre es wahrscheinlich von der Performance her nicht so gleich gut gewesen, denke ich mal, wie vor dem Unfall. Weil manchmal fehlen doch ein paar Teile oder muss irgendwie etwas gebastelt werden und dann
ja, gibt es halt auch ein bisschen Performance-Verlust. Und der wäre wahrscheinlich die Gefahr wieder zu gross gewesen, um den Karren nochmal zu schliessen. Und ja, so haben sie wahrscheinlich ein bisschen Geld gespart, nehme ich jetzt mal schwer an. Ja, definitiv. Geld und auch ein bisschen, eben, wenn es ihm nicht ganz so wohl war, who knows, was der Doktor ihm auch gesagt hat, in dem Sinn absolut verständlich, die Reaktion. Und also 50G, das ist ein verdammter Impact. Das ist ja, also Max Verstappen ist ja dann in Cops ist auch 2 oder 53G gewesen. Das ist eigentlich ziemlich genau ein gleich starker Impact. Aber es macht ja auch Sinn. Ich meine, es ist ein Full-Speed Left-Hander dort. Ich habe einfach noch nie jemanden gesehen, dort so abgehen. Das ist wirklich extrem gewesen. Ja, thank God, es geht ihm gut, aber er kann sich von mir aus langsam auf seine Tenniskarriere fokussieren. Stimmt, das ist ja noch vor dem Grand Prix das Gerücht umgegangen, dass er ja eben Profi-Tennisspieler werden und nachher ist es aber der gleich irgendwie bestätigt worden, dass er ja fährt für erst nächstes Jahr. Also er hat ja eh keinen Vertrag, er fährt einfach. Es ist halt einfach ein Meme, halt. Aber es ist ein geiles Meme. Ich liebe es. Ja, aber das ist mal Nummer 1, wo mir rausgestochen ist. Und Nummer 2, ich meine, es ist ja eigentlich obviously, dass das raussticht. Liam Lawson. Unglaublich die Leistung. Also, sorry, in einem Alpha Tauri, der das ganze Jahr lang eigentlich gestruggelt hat und kaum in Punkte reingefahren ist, da kommt der und haut den Max Verstappen aus dem Qualifying raus. Einfach absolut eine starke Leistung. Und ja, also wir werden später sicher auch noch ein bisschen mehr auf ihn und seine Dings zu reden kommen und seine Contract-Sachen, aber ich wollte jetzt mal so ein bisschen beim Qualifying bleiben. Was zum Fick ist denn mit Red Bull los gewesen? Weil das ist echt, also ich meine, eigentlich ist es krass, weil die haben ein schlechtes Wochenende gehabt und haben trotzdem ein P5 und was ist der Perez schon wieder gewesen? Weiß doch nicht mehr. Der ist doch nicht mehr relevant, also von dem ja, P8, P5 und ein P8 haben sie sich geholt. Und ich meine, das ist ein abnormal gerade schlechtes Wochenende für Red Bull und trotzdem holen sie sich 14 Punkte. Also, das ist eigentlich geil. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, was ist mit Red Bull los gewesen? Das ist ja wirklich Unterschiedsschublade. Ich glaube, offiziell ist ja nicht bekannt gegeben worden, was genau das Problem war. Oder? Also ich habe nicht mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube einfach Balance-Issues, das Auto nie wegbekommen. Sie haben gesagt, schon im Dings innen, im Simulator haben sie gemerkt, es wird auch ein schwieriges Setup zu bekommen. Und nachher ist dazu gekommen, dass es neue Streckenabteile gegeben hat, mit generell auch neue Streckenbeläge stellenweise. Plus die Temperatur war ganz anders, als sie es eigentlich erwartet haben. Von den Vorjahren her, die Messungen haben anders ausgesehen. Und sie sind von dem her komplett übersäckelt worden. Aber da muss ich sagen, sorry, also alle anderen Teams sind so fertig gebracht. Aber sie haben anscheinend gewusst, dass es schwierig wird sein, für Singapur ein gutes Setup zu finden. Das war ihnen schon bewusst gewesen. Also, was ich vermute, was ich einfach mir noch gedacht habe, das habe ich glaube aber auch schon gesagt, ich glaube in einem Stream, ich habe mehr das Gefühl, weißt du, der Red Bull, der ist schon hure tief, der liegt ja wirklich tief. Also tiefer als die anderen Autos. Weil der hat ja das Propulsing oder Bouncing, wie auch immer, hat ja nie gehabt. Und sie können immer tiefer fahren als die Konkurrenz, was ja dementsprechend auch schneller ist. Und ich habe das Gefühl, oder ich habe so die Vermutung, dass sie dieses Jahr wahrscheinlich noch mal tiefer fahren als letztes Jahr in Singapur. Und dass wahrscheinlich sie müssen das Auto aufnehmen von der Höhe, weil halt Singapur nicht eben ist, sondern halt normaler Strassenverkehr auch drauf ist und dementsprechend auch recht bumpy gehen jetzt mal schwer davon aus. Und darum kann ich mir gut vorstellen, dass das Auto schlecht funktioniert, wenn es höher liegt und sie müssen das Setup drauf tun. Das war so meine Überlegung gewesen. Ja, macht auch Sinn. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht auch ein bisschen daran liegt, weil sie das Auto einfach auch nicht mehr entwickeln. Also ich meine, wieso sollte es ja? Aber ich glaube, Japan hat das wieder ein bisschen wieder leid. Wobei der Verstappen auch schon größere Gewinnmargen hatte. Was ist, glaube ich, etwa 14 Sekunden gewesen, auf einem Norris jetzt in Japan. Also dementsprechend, ja, ich denke, dass das vielleicht auch noch ein bisschen Einfluss hat. Aber ja, für mich schlussendlich eigentlich, ab dem Quali hat man schon gemerkt, dass es mit Red Bull nicht gut läuft. Und wir haben ab dann gewusst, dass das eines der besten Rennen von diesem Jahr wird sein. Und es hat delivered. Also ich stelle es sehr hoch. Ich finde es hure lustig. Wir haben jetzt einfach Monza und nachher direkt Singapur gehabt. Das wirklich abnormal geile Rennen. Fast vergessen, das Sandwort vorher war auch noch sehr geil gewesen. Also wir hatten einfach schnell einen Shower von 3 richtig geilen Rennen.
Und Singapur zu rennen an und für sich ist für mich bis jetzt in der Top 1. Also es ist, ich finde, in meinen Augen das beste Rennen von dieser Saison gewesen. Nicht zuletzt, weil so ein bisschen der Viertel Ferrarista in mir so ein bisschen das Gefühl hat, jawohl, geil, Alter. Sainz holt sich da den Win, Forza Ferrari. Und ich will gar nicht wissen, was beim Simon daheim für Szenen waren. Endlich wieder mal rot auf dem Podium zu sehen. Also das war wirklich ein geiler Drive gewesen. Nicht nur von Ferrari in dem Sinn, weil sie wirklich einfach mal gute Performance vom Auto richtig extracted haben, plus die Strategie im Griff haben, plus organisatorisch alles im Griff haben, plus gute Pitstops haben. Nein, es ist auch vor allem wegen einem Mann eine richtig, richtig geile Leistung gewesen. Und der Mann heißt Carlos Sainz. Also, so einen Drive haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Bin ich ganz ehrlich, da kannst du zurückgehen zu den ganz grossen Drives, weil so überlegt, so kontrolliert und auch ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich finde, das ist ein abnormal geiler Drive von ihm. Und die Überlegung, die er sich gemacht hat, mit dem Norris hinten zu behalten, der Funkspruch, It's on purpose. Also der Race-Ingenieur kommt reinfunken, ey, Achtung, er holt die auf. Nein, er holt mich nicht auf. Er hilft mir defenden. Und es war einfach so ein bisschen Carlando hoch 10 gewesen. Also wunderschön. Das ist meine Meinung zu dem Sainz. Ja, also ich habe das Rennen auch, beziehungsweise auch den Drive vom Sainz geil gefunden. Und ich finde auch den Kommentar geil von Benko, warte mal, Ferrari-Fan, aber ein Red Bull-Merch. Ja, geil. Nein. Also der Red Bull-Merch, nur mal ganz kurz, sie haben 6 Constructors Championship gewonnen, 2 nacheinander. Das ist mehr so ein bisschen als Hommage an Red Bull. Ich könnte das Ferrari-Rivli holen. Oder ich könnte noch das Käppi anlegen, wenn man Lust hat. Nein. Erfolgsfan kommt schon ins Fliegen. Nein, kommen wir zurück zum Thema. Also eben wegen dem Sainz. Ich meine, in Monza schon richtig geile Performance abgeliefert. Dann nachher jetzt in Singapur auch wieder richtig smart gefahren. Und ich sage es immer wieder, beziehungsweise oft schon gesagt, ich finde Sainz ein super Fahrer. Und wenn der ein richtiges Auto hat, kann der auch richtig liefern. Und das hat er auch gemacht. Und ich weiss noch, als er zu Ferrari kam, hat ja der Leclerc im ersten Jahr hat er ihm schon das Leben schwer gemacht. Und nachher 22 war der Leclerc dann besser gewesen. Aber jetzt im 23 im 23 ist einfach auch wieder der Sainz wirklich sehr, sehr stark, beziehungsweise stärker als der Leclerc. Gut, jetzt im letzten Rennen war jetzt auch wieder Leclerc besser gewesen, auch von der Performance oder von der Racecraft her ist er doch stärker gewesen. Aber sonst muss man wirklich sagen, der Sainz momentan performt sehr, sehr gut, also sehr, sehr stark auch. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt im nächsten Rennen dann weitergeht. Was ist das nächste Rennen? Katar? Oh, Katar, das wird wahrscheinlich mehr wie der Red Bull sein, halt wegen schnellen Kurven und alles. Aber ich bin gespannt, wie Ferrari die wird performen. Aber Ferrari ist gar nicht mal so schlecht auf schnellen Kurven. Ja, ist einfach Straightline Speed ist krass halt bei Ferrari. Das ist auch wirklich krass. Ja, also es ist schade, eben, das hast du schon 100 Mal gesagt oder inzwischen wahrscheinlich schon 1000 Mal. Eben ohne Red Bull wäre die Saison brutal spannend. Es wäre einfach verdammt spannend. Es ist Mercedes, McLaren, es ist Ferrari. Dann zwischendurch schießt so ein Alpine noch drin plötzlich auf einer Strecke noch. Und es ist einfach geil. Also fuck Red Bull, Alter. Hey, nein, weißt, aber es ist schon krass. Also ich hoffe wirklich, dass Red Bull nächstes Jahr nicht mehr so stark kann entwickeln oder nicht so, sich so kann weiterentwickeln, aber die anderen Teams schon. Das hat einfach, ich stell dir vor, so 4 Teams, die um die WM kämpfen, das wäre einfach schon hure pervers. Es wäre wirklich geil. Es wäre krank. Vor allem gerade jetzt, wo so McLaren gegen Ferrari voll wieder am Aufkommen ist. Also jetzt sind wir eigentlich wieder auf dem, wo wir gegen Ende 2021 so ein bisschen sind. Dass einfach wirklich Ferrari gegen McLaren ein Traum könnte sein, der verwirklicht werden könnte. Aber ich glaube, wir werden das nächstes Jahr vor allem so richtig sehen, haben die neuen Regulations, vor allem mit der Cost Cap eigentlich
Wirkung geschlagen, haben die ganzen Penalties mit dem Wind, mit der Windtunnelzeit etc. Ja, ist das tragbar, merkt man es, spürt man es. Und ich habe das Gefühl eben schon, weil es wird sich einpendeln müssen, es macht nur Sinn. Ich meine, schliesslich sind es, glaube ich, 30% Unterschied, jetzt nur schon Windtunnelzeit beispielsweise, zwischen Besten und Letzten. Plus Preisgelder sind extrem hochgegangen, weil der Marktwert von Formel 1 dieser Wege gestiegen ist. Also auch dort habe ich das Gefühl, selbst Teams wie Williams und Alfa Romeo, die jetzt nachher auch noch den ganzen Audi-Support werden bekommen, relativ gleich schon, können da noch etwas rausholen. Ja, also ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir einen kleinen Switch-Around haben. Ich habe kein Problem damit, wenn es wieder einfach Ferrari, Mercedes, Red Bull on top wird sein, solange sie miteinander fighten können. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Aber ich hoffe natürlich auch schon, dass das McLaren anständig mitmischen kann, weil ich finde, sie haben einfach 2 Fahrer drin, die absolut verdient hätten, auf dem Podium immer wieder ein bisschen zu stehen und auch ein bisschen um Race-Wins zu kämpfen. Und etwas, was sich das Jahr halt schon abzeichnet hat, ist, viele Autos sind auf vielen anderen Strecken besser. Und das ist eben noch ein bisschen meine Hoffnung, dass wir das Feld noch näher zusammenbringen. Und das klingt jetzt noch komplett unlogisch, aber wahrscheinlich werden wir hoffentlich gleich darüber reden, auch ein Williams mal eine Chance wird haben, einen Win zu holen. Das ist meine Hoffnung, aber ob man Formel 1 mit der ganzen Tech-Race in dem Sinne überhaupt auf diesen Standard kann bringen, sei dahingestellt. Aber träumen darf man immer. Ich glaube, es kommt nicht schlecht. Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass so etwas schon realistisch könnte sein. Also jetzt eben gerade der Williams oder so. Ich meine, mit einem Fahrer wie der Elben oder wie der Logan, nein, aber jetzt wie der Elben, dann nachher ist schon möglich. Meine Befürchtung ist einfach nur, dass wir das wahrscheinlich erst in der Saison 2025 werden haben. Und dass die letzte Saison ist eigentlich mit der Motor-Ära, wo wir sie jetzt haben, mit der MGUK vor allem, oder MGUH, was wird rausgeschmissen? MGUK, weiß ich gar nicht mehr. Weiss von denen wird rausgerührt, 26. Und keine Ahnung, ist möglich. H ist ja Heat. Das könnte Heat sein. Ja, aber Kinetic macht keinen Sinn, dass man das rausnimmt, wegen der Bremse etc. Ja, in dem Fall wird es das sein. Ja, das ist ja eigentlich das schweineteuer Geld, oder Teil besser gesagt. Und ich habe das Gefühl, dass eben so, dass das ganze Feld, also das ganze Pack nicht beieinander ist. Wahrscheinlich ist etwa so 2025 könnte passieren, weil eben dann der Cost Cap richtig greift. Und dann kommt eben 26 und dann ist halt schon wieder etwas Neues von Engine und alles drum und dran. Da könnte ich mir eben wieder vorstellen, dass es dann doch wieder ein bisschen voneinander zieht. Also, hoffe es nicht. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich komplett irre, aber meistens ist es immer so, wenn eine neue Generation startet, sei es jetzt Chassis oder Engine, dann nachher gibt es immer einen, der weit voraus ist gegenüber den anderen. Ich meine, das haben wir dazu mal gehabt, wo ja dann die V8-Ära gekommen ist, oder beziehungsweise wo ja die kleinen Autos und schmäleren Autos gekommen sind mit der V8. Das war ja 2009 gewesen. Da war ja Braun GP hure stark gewesen, wegen dem Double Diffuser. Und dann nachher haben sie dann auch alle kopiert und da ist einfach Red Bull recht, oder ist auch stark gewesen dort. Nachher ist ja 2014 schon wieder neue Chassis gekommen und dann nachher neue Engines. Da ist Mercedes einfach abgegangen wie Hölle. Komischerweise hast du dann nachher 17 sind eben die neuen Chassis gekommen und dort hat es Mercedes dann aber auch wieder packen. Aber sie haben halt von Anfang an immer hure gute Motoren gehabt, muss man halt einfach sagen. Ja, ich meine, das merkt man auch jetzt immer noch. Ich meine, ich fahre ja immer noch mit den gleichen Motoren. Oder der Motor an sich ist ja gleich wie 2014, blöd gesagt, einfach weiterentwickelt. Aber die Basis ist ja gleich. Und ich meine, der Mercedes-Motor ist ja mega zuverlässig. Ja, ich meine, also zuverlässig, schnell und Mercedes hat über die Jahre fast eigentlich immer all die Innovationen, die gekommen sind, einfach sofort gemeistert. Ich glaube, das hat halt einfach den Unterschied gemacht. Zeugt ja, von gutem Leadership und dass du die richtigen Leute am richtigen Ort einsetzt. Ich glaube, das zeichnet sich einfach immer wieder ab. Oder? Teams, wo immer ein bisschen Unklarheit ist, wer führt den Laden eigentlich effektiv. Ich schaue da Richtung McLaren mit dem Andrea Stella, was irgendwie komisch ist, und dann dreifach gesplitteten was ist es? Chefen, wo sie haben. Das ist ein Modell, das sie schon vor
Also bei Alfa Romeo meinst du? Nicht bei Nein. McLaren. Die haben mal so ein Modell gehabt, wo sie Technical Engineers auf 3 gesplittet haben. Das hat komplett nicht funktioniert. Und jetzt nehmen sie das gleiche Modell einfach wieder. Und sie haben einfach lange den Andrea Stella als Chief Technical Engineer gehabt. Ja, aber Alfa Romeo ist auch so ein Ding. Oder der Team Principal ist einfach so ein bisschen, nicht wirklich ein Team Principal, sondern ein Team Representative. Und ja, schau, ich bin sehr gespannt, wo es mit Alfa Romeo durchgeht. Ich glaube, der Seidel wird dort schon seine Vision haben. Ich freue mich unglaublich darauf, dass es nächstes Jahr wieder mal einfach wird sauber sein wird. Dass wir noch einmal ein bisschen wirklich sagen, hey, Schweizer Team, da. Und ich meine, wenn sie sollten irgendwie auf ein Podium kommen, es wäre schon schön, so eine Schweizer Flagge dort oben zu sehen. Nicht unbedingt die Hymne mitsingen, ich meine, das ist sehr weit entfernt. Ja, aber wenn die halt Flagge ist, dann immer nur oben vom Fahrer. Sonst gibt es keinen Schweizer Fahrer. Tut's vom! Egal, Also, aber man darf sich... Aber der Benko hat geschrieben, kann selber nächstes Jahr einen Sieg, dann Schweizer Hymne. Rein theoretisch wird ja jetzt schon die Schweizer Hymne kommen, weil das Werk ist in der Schweiz. Und Alfa Romeo ist ja nur der Hauptsponsor, aber nicht das Werk ist in Italien, darum wird keine italienische Hymne kommen. Sicher? Ja. Es kommt immer die Hymne, nur wo das Werk ist eigentlich, oder wo das Ursprungsland ist. Ja, also aber das ist in der Schweiz. Auch die österreichische. Für Red Bull, ja. Aber bei uns, also bei Sauber bin ich ziemlich sicher, wäre es auch die Schweiz, weil das Ursprungsteam ist schon Sauber. Ja, aber ist dann bei Force India wäre dann auch die britische Hymne gekommen? Ja, dann kommt die britische, weil sie ja nicht mehr Also nein, jetzt ist ja klar, nein, jetzt ist ja klar mit Aston Martin. Ja, genau. Nein, Force India wäre die indische gekommen. Ist ja ein indisches Rennteam gewesen. Aber dann macht es ja wieder keinen Sinn, weil Force India ist nur ein Hauptsponsor gewesen. Sicher? Oder bin ich jetzt komplett... Ja, aber der Besitzer ist schon Inder. Also ich wäre ziemlich sicher, die wäre das Ding gewesen. Aber jetzt würde nicht... Also ich bin mir ziemlich sicher, bei Sauber würde jetzt die Schweizer Hymne kommen, weil Alfa Romeo ist nur ein Sponsor, blöd gesagt. Ja. Das wäre mal interessant. Ich tue das glaube ich, nachher schnell fact-checken, das nimmt mich Wunder. Also, Schweizer Hymne wäre halt schon einfach geil. Mercedes ist ja eigentlich ein deutscher Konstrukteur, aber kommt ja die englische. Weil sie ja nein, deutsche stimmt. Nein, kommt also du als Mercedes. Nein, sorry, eben ja. Weißt du so, weil der mit der Hälfte gewonnen hat, darum ist mir jetzt so im Kopf geblieben. Nein, stimmt die deutsche, sorry. Was ist, warte, jetzt muss ich schnell selber überlegen, was ist noch? Du es mal googlen, das würde mich jetzt wirklich wundern. Das wäre gerade voll Sorry für die Zuhörer. Die Zuschauer können uns jetzt wenigstens zuschauen, wie wir uns am Abgooglen sind. Warte da. Steckt noch Schweiz in Alpha. Da vom SRF, gell? Ja! Das habe ich jetzt auch gerade aufgenommen. So geil. Ich bin gerade am schauen, was da steht. Ich würde jetzt nämlich fast darauf wetten, dass bei Alfa Romeo... Dann wird die Schweizer Hymne abgespielt. Sagt der Fred Vasseur gesagt, ja. Eben, siehst du? Zu dem bleibt... Aber schau, das ist der Punkt. Zu dem bleibt die Lizenz schweizerisch. Also es ist wirklich gleich wie bei den Fahrern. Du musst halt dort, wo du deine Lizenz eigentlich einlöst, deine Racing License. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Kommt auf das drauf ab. Ja, aber macht ja auch nur Sinn. Anyway, wir träumen sowieso ein bisschen weit raus. Also können wir einfach instant abdriften, weißt du? Ja. Immer das Gleiche. Ja, voll. Aber ich denke, wir könnten vor allem bei Japan noch ein bisschen über Alfa Romeo reden. Mhm. Wir haben komplett den Faden verloren, sind bei Sainz Ferrari Performance, die gut war. Yes, und ich wollte vor allem eben auch noch mal ein Shoutout an McLaren machen, weil die haben auch schon einfach in Dings gezeigt, in Singapur, dass sie jetzt einfach so ein bisschen the one to beat sind im Sinn von Development Race. Also Aston Martin hat absolut krank gestartet und die letzten paar Rennen haben jetzt einfach gezeigt, dass sie das Development Race komplett verloren haben. McLaren hat scheiße gestartet und hat allen einfach gezeigt, wie das funktioniert. Die haben das Auto komplett umgebaut, das ist ein B-Spec-Car, das hat überhaupt nicht mehr mit dem ersten zu tun und die Resultate sind ganz klar.
Lando Norris fühlt sich endlich mal wieder wohl in dem Auto. Und ich weiss nicht, wie du immer noch kannst behaupten, dass der nicht so ein guter Fahrer ist, wie er ist. Einfach mal direkt auf dich schiessen. Wie gesagt, ich habe immer gesagt, der Lando ist ein guter Fahrer. Aber der Piastri ist besser. Norris, schau, der Weedup hat jetzt auch gerade die Dinge geschrieben, Norris oder Piastri. Schau, ich glaube, der Piastri ist ein absolutes Ausnahmetalent oder könnte ein absolutes Ausnahmetalent sein. Er hat in meinen Augen aber noch nie das gezeigt, wo ein Hamilton oder ein Verstappen oder ein Vettel in seinen jungen Jahren gezeigt haben. Er hat noch nicht so das Resultat gehabt. Aber man merkt bei ihm ganz klar den Biss. Nicht zuletzt in Japan, wo er einen P2 hat und sich so knapp ein bisschen darüber freut. Das ist also, für mich so ein bisschen... Wenn ich da schon reingrätsche, kann man nicht erinnern, dass der Verstappen in seiner Rookie-Saison aufs Podium gefahren ist? Ja, nein, das nicht. Aber er hat trotzdem Standout-Moments gehabt. Weil aus irgendeinem Grund ist er von der F3 direkt in die F1 rein. Aus irgendeinem Grund hat er direkt mit seinem ersten Rennen in einem Red Bull schon mal gewonnen. Also, das meine ich. Ja, gut, also das kann noch kommen. Sind wir mal ehrlich, der Win in Spanien dort 2016 ist er zur Red Bull, glaubst du? Oder? Du wolltest sagen, er ist geschenkt, gell? Nein, geschenkt nicht, das sicher nicht. Ich meine, schlussendlich hat er sie auch kontrolliert vorne. Aber er ist geschenkt worden, weil sich beide Mercedes doppelt abgeschossen haben. Weil Mercedes hat das Wochenende anders dominiert mit ihren Zeiten. Dann eine kleine Frage: Hätte Sainz Singapur gewinnen können, wenn Red Bull besser in Quali gewesen wäre? Ja, nein, weil sie dumm sind. Sie haben sich aber nicht abgeschossen. Ja, aber sie haben sich selber vermiesen, indem dass sie verkackt haben. Also, ja, schlussendlich, es ist nicht das Gleiche. Und ich wollte ja auch nicht sagen, dass der Piastri nicht noch kann, so ein Resultat liefern. Er hat es aber bis jetzt nicht geliefert. Du bist zu kritisch. Ja, aber der Norris ist für mich so ein Sleeper. Du hast dir die ganze Zeit gedacht, ja, er ist schon gut und so. Und dann haut er einfach eins nach dem anderen raus. Für mich ist das so. Und er hat mich einfach überzeugt mit seiner Leistung on track. Und ich weiß nicht, also für mich ist er mindestens auf dem gleichen Level wie ein Lando Norris. Wie ein George Russell, Alex Albon. Also macht ja auch Sinn, die sind so in der gleichen Ära. Also, ich stecke nicht ganz ehrlich vom Fahren können ins gleiche Level wie ein Leclerc und Carlos Sainz. Bin ich ganz ehrlich. Und da sind die Augenbrauen hoch. Also, du wirst jetzt überrascht sein, aber ich finde jetzt ein Lando vom Fahrtalent her, würde ich jetzt schätzen, ist er besser als ein George Russell, weil er küsst keine Wand und schießt sich selber ins Auto. Also mal, er küsst sie auch, aber er fliegt dann nicht ab. Ja, er hat sicher, unter Pressure hat er es mehr in den Griff als der George, das stimmt. Also ganz ehrlich, ich würde jetzt sicher auch besser als Carlos würde ich ihn aussetzen. Ja, aber und als ein Elben sicher auch, muss ich ehrlich sagen. Aber der schätzt du noch gar nicht so tief ein, wie ich die ganze Zeit denke. Nein, überhaupt nicht. Du redest immer so despektierlich von ihm. Nein, überhaupt nicht. Aber ein Leclerc, denke ich, wird schon noch mal ein bisschen schneller sein. Wenn er einen guten Tag hat, ist er schneller. Aber sorry, beim Leclerc ist es wirklich so, du musst sagen, ob er einen guten Tag hat oder nicht. Wenn er keinen guten Tag hat, ist er einfach nicht schnell. Darum, ich schwöre. Nein, weißt du, also ich meine, ich glaube, besser als ein Russell würde ich schon sagen. Aber ja, der Russell auch nicht so gerne, muss ich an der Stelle sagen. Also von dem er wird mir auch irgendwie von Rennen zu Rennen unsympathischer. Ich meine, er fährt die einen rein und sagt, ja, der ist im reingefahren, schießt den Bottas ab. Der hat das schon vergeben bei mir. Ja, und auch seine Call, also seine Radios, aber das ist einfach so ein bisschen, er redet so hochnäsig. Und da, wenn er aber so verteidigt gegen den Hamilton, muss ich einfach auch sagen, nein, sorry, also mach einfach mit. Beschwer dich nicht, mach einfach mit. Einfach fahren, scheißegal. Ich weiss, du willst der Beste sein, aber du hast eh nicht das Auto, das um einen Win kannst fighten. Da fightet um jede Position, als ob es ein Win wäre. Aber ist nicht das, was wir eigentlich bei Racing Drivers sehen? Also, ich weiss nicht. Einsatz, ja. Nein, aber ich muss sagen, was ich beim Lando mega, also ja, jetzt nicht bewundere, aber was ich richtig krass finde, ist seine Entwicklung in der Formel 1. Weil ich meine, erst so in die Formel 1 kommt, ist so richtig so der Witzbold gewesen. Und das ist er jetzt eigentlich voll nicht mehr. Er ist mega ernst. Er ist schon noch damals lustig und so, aber er ist viel ernster geworden als... Er ist erwachsen. Ja, er ist viel ernster geworden als noch dazu mal, wo er reingekommen ist und so. Und
da, wo ich am schönsten gefunden habe am Singapur Grand Prix, wo du jetzt gesagt hast, was bei dir rausgestochen hat. Bei mir hat es definitiv rausgestochen, das Podium mit dem Lando und dem Sainz zusammen. Yes. Das war einfach so schön gewesen. Vor allem auch, ich weiß nicht, ob das ist, es gibt ja so ein Video, wo sie sagen, wo der Lando sagt, stell dir vor, P1 und P2 so ein Doppelpodium. Und jetzt haben sie es geschafft, aber zwar nicht im gleichen Team, aber gleich auch, also ich meine auch, wie sich McLaren auch für den Sainz gefreut hat, weißt, also auch dort ist er noch wirklich mega willkommen und so. Und ich meine, sie haben ja nicht, dass der Sainz ja geht eigentlich zu Ferrari, aber ich glaube es halt auch, wenn du die Möglichkeit bekommst, für Ferrari zu fahren, ist das natürlich schon auch irgendwo durch ein Ehr. Ja, du sagst nicht nein, ja. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt bei McLaren sei, klar, McLaren ist auch ein krasser Rennstall, aber wenn Ferrari kommt und sagt so, hey, wir möchten, dass du für uns fahrst, ich würde es wahrscheinlich auch machen. Aber wenn sie mich wieder komplett zersagen, nachher ist mir egal. Ja, ist so. Es ist einfach halt wegen dem Prestige irgendwo durch. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Lando Norris gemacht hat, weil ich glaube, der Lando Norris, McLaren hat ihm extrem viel Treue entgegengegeben und er gibt die Treue jetzt McLaren auch zurück. Und ich glaube, dass er wirklich so ein bisschen... Ich rede immer wieder darüber, es gibt Fahrer, die passen einfach in gewisse Teams. Und ich habe das Gefühl, beim Lando ist es einfach bei McLaren. Ich sehe ihn irgendwie nicht bei einem anderen Team. Aber ein Sainz macht einfach irgendwie Sinn bei Ferrari. Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie... Voll. Ja, voll. Das ist so irgendwie so Alonso reloaded ein bisschen, weißt du, so... Ja. So vom Style genau. her und so. aber der Lando könnte ich aber auch, also der Lando könnte ich mir gut aber Red Bull vorstellen. Die Kombination good mit Verstappen wäre schon krass. Aber das wird klopfen. Ich würde sagen, ich habe einfach Schiss für die Freundschaft von denen. Ja. Ich will es sehen. Ich will es haben unbedingt. Ja, ich auch. Lando Norris bei Red Bull. Das wäre so abnormal geil. Und ich habe das Gefühl, der Norris, also ich schätze ihn auch so ein, der ist einfach dort durch, kann er schon auch verdammt kalt sein. Und der Verstappen ist es sowieso. Und das wär geil. Das wäre wirklich hure geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde es auch gerne sehen. Mal schauen. Es gibt ja das Foto dort, wo der Christian Horner auf dem Podium steht. Dort, ja, genau. In Japan mit der Hand so von dran, so, hey, nächstes Jahr, gib uns. You want a new racing? wir geben euch den Perez und wir nehmen den Lando. Ja, genau. Ja, apropos Perez. Ich habe dir heute etwas geschickt, wo für mich 100% confirmed hat, dass Perez definitiv weg ist. Ich meine, wer hat es gedacht? Aber man munkelt, dass im Liam Lawson für 2025 zu 100% ein F1-Race-Seat versprochen worden ist. Also absolut verdient. Ich glaube, der hat jeden überrascht jetzt mit diesen 3 Rennen. Sanford, Monza, Singapur, Japan, 4 Rennen jetzt. 4 Rennen. Und er ist mehr Rennen gefahren als der Ricciardo. Ja, und nicht nur das, er hat auch mehr Punkte geholt. Und es würde mich nicht erstaunen, wenn er bis Ende des Jahres mehr Punkte wird geholt haben als der Verstappen. Als der Ricciardo meinst du? Verstappen hat schon viele Punkte geholt. What the fuck? Ups, Ricciardo. Er hat bereits... Ihm würde theoretisch noch ein Punkt fehlen und er hat gleich viel wie der Yuki Tsunoda. Ja, und das in 4 Rennen. Ich stelle mir so vor, wie der Liam einfach so ein paar Rennen fährt am Schluss und nicht Punkte hat, dass der Verstappen einfach schon ein Championship holt. Liam Lawson ist der 2023 Formula 1 World Champion. Und einfach kein Racing fürs nächste Jahr, oder bitte? They did this man dirty. Das wäre richtig asozial, ey. Oh Mann, nein, also wirklich, einfach nochmal geil. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Ich habe eigentlich gar nicht... genau, ich wollte über das ganze Driver-Kerfuffle reden, weil eben, der Danny Ricciardo hat seinen Sitz bekommen, jetzt, obwohl er eigentlich 0 dafür hat müssen machen. Er hat sein Handgelenk gebrochen und ein bisschen im Dings chillt, im Background, und hat trotzdem den Sitz bekommen. Aber erstaunen tut es mich nicht, weil, ich meine, was will Red Bull? Red Bull will wissen, wer sie 2025 werden in Dings reinsetzen, in Red Bull Sitz. Sie wollen schauen, ist es der Danny Ricciardo, der Yuki Tsunoda oder der Lando Norris. Lando Norris ist mir die Frage, ob sie ihn haben können. Wenn sie den Lando Norris nicht haben können, müssen sie sich ganz klar entscheiden. Und ich bin ganz ehrlich, ich möchte es ihm Tsunoda mega gönnen. Ich glaube, er wäre auch ein Stück weit eigentlich parat für so einen Schritt.
Es kommt aber ganz darauf ab auf die Performance von Red Bull. Weil wenn Red Bull immer noch so dominant ist wie jetzt, dann wird er absolut untergehen unter dem Verstappen. Und es wird wieder so eine Pierre Gasly-Geschichte sein. Ich glaube, der beste Move für Tsunoda, ich sage es immer wieder, Aston Martin mit dem Fernando Alonso zusammen. Dass er sich dort irgendwie reinbrügeln kann und der Stroll, wir hoffen darauf, würde weggehen. Das wäre absolut geil. Und auch wenn nicht, ich fände Aston Martin irgendwie einfach einen guten Fit wegen der Honda-Connections, die werden rum sein. Fände ich den besten Move. Der Ricciardo im Red Bull sehe ich zwar auch nicht so, aber ich glaube, ist trotzdem die bessere Entscheidung als der Perez. Mindestens 1 Jahr, um einfach mal zu schauen, wie er fährt. Und dann wird es hure schwierig mit dem AlphaTauri-Sitz, weil nimmst du einen Ayumu Iwasa noch bleibt der Tsunoda tatsächlich noch ein Jahr, bezweifle ich irgendwie auch. Liam Lawson muss im AlphaTauri sitzen, da gibt es keine Diskussion, aber wer tust du neben Liam Lawson rein? Das ist so ein bisschen die Grundfrage. Also das ist keine Theorie, aber meine Dings, wie soll ich sagen, so, wie ich es einschätze, ist so, dass, also Yuki sehe ich gar nicht bei Red Bull, bin ich ganz ehrlich. Bei Red Bull Racing. Gell, irgendwie passt es nicht so. Es wird auch zu wenig darüber geredet, dass er dass er eine Möglichkeit hätte, zu Red Bull raufzukommen. Weil für das, denkt es mir, ist er jetzt seit 2021 drin. Für das ist er wie zu wenig rausgestochen, dass Red Bull könnte sagen, hey, dann nehmen wir rauf zu uns. Weil, ich meine, jetzt eben Liam Lawson ist gekommen, 4 Rennen gefahren. Im ersten Rennen war es nicht so überwältigend in Sanford, ist aber auch klar, das erste Rennen war, aber nachher ist er plötzlich einfach rausgestochen. Und eben schlussendlich ist es auch bei Red Bull angekommen. Und sie haben auch dann nachher auch gesagt, wir geben ihm zu, sage jetzt mal nicht 100%, aber zu 99% einen Vertrag für 2025, was aber schon viel heisst, wenn das Red Bull macht, weil das ist Red Bull. Und bei Red Bull sind die Verträge alles andere als sattelfest. Und ich sehe es wirklich so, dass Red Bull versucht, auf, wenn nicht 2024, spätestens 2025, den Norris zu bekommen. Wenn der Norris nicht kommt und nicht wechselt, weil McLaren-Vertrag oder was auch immer, irgendetwas nicht klappt, dann wird der Ricciardo kommen. Weil einfach halt die Kombination Max und Ricciardo harmoniert. Ich meine, der Ricciardo, früher ist es immer so, ich glaube, der Ricciardo hat halt einfach Schiss gehabt, dass er Verstappen vor ihm Weltmeister wird bei Red Bull. Ich glaube, das war so sein grösster Last gewesen. Weil er halt einfach schon länger weg war und so. Und ich meine, jetzt ist er die Furcht hingebracht hat. Ja, und jetzt ist er ja eigentlich Weltmeister, der Verstappen, schon einfach eigentlich, aber zweifacher in den Zahlen. Aber ehrlich, dreifacher. Ja, zweifacher dann das Jahr. Das haut keiner mehr auf. Ja, aber der ist ja gleich immer noch zweifacher, wenn wir es von den Zahlen her sehen. 21 ist nicht Weltmeister geworden. Ach, wie das einfach nicht gecheckt hat jetzt. Ja, weil es auch nicht stimmt, Alter. Mein Gott. So geil, ich finde es immer so gut. Egal. Fahrerwert? Nein, ist gut. Egal. Anyway, jedenfalls kann ich mir gut vorstellen, dass der Ricciardo, das wird doch besser funktionieren, glaube ich. Und also, es wäre klar, er wäre einfach der Wingman. Ich glaube, es hat das Sinn reinsetzen und nachher der Ricciardo wirklich ernsthafte Möglichkeiten hat, zum eine Championship holen. Aber sie brauchen halt einfach jemanden, der besser liefert als der Perez. Und sind wir ehrlich, der Perez hat 21 gut geliefert und auch 22 hätte er noch einigermaßen können liefern, aber eben jetzt mit 23 gar nicht. Und ich meine, der Ricciardo hat eigentlich all seinen Red Bull-Jahren immer geliefert gehabt. Er war immer dabei gewesen. Auch beim Sepp war er dabei gewesen, nachher mit dem Verstappen zusammen war er immer dabei gewesen. Ich meine, er ist der, der den Sepp bezogen hat. 2014, gut, der Sepp hat auch viele Probleme gehabt mit dem Karren, aber er hat es gleich geschafft auch. Und es ist halt schon auch, sage ich mal, recht beeindruckend, wie er dort geliefert hat, als er zur Red Bull raufgekommen ist. Und darum glaube ich auch, dass es eine gute Kombination wäre. Klar, man weiß ja nicht, wie er wird performen. Ob er wird so gut performen wie auch noch dazumal. Aber ich meine, die Pirelli-Reifentests, die er ja gemacht hat, dazumal in Silverstone, haben ja recht vielversprechend ausgesehen. Sonst hätte er ja auch nicht den Sieg bekommen bei AlphaTauri. Ich meine, Christian Horner hat ja gerade im Dings angerufen, Helmut, schmeiß mal
der Kollege Schnürschuh De Vries raus und nachher setzen wir den Hype rein. Und ich glaube, das vergessen haben viel wieder beim Ricciardo, er hat auch doch viel Talent. Das sehen irgendwie ein paar nicht, weil viele sehen halt nur seine Renault- und McLaren-Zeiten. Aber der Hype hat auch gute HRT-Zeit gehabt. Also gut, das Auto ist ja gar nicht gelaufen, aber für seine Verhältnisse war es gut gewesen. Oder für das Autoverhältnis. Viele von euch wissen nicht mal, was HRT ist. Dann nachher DX, Toro Rosso war auch stark gewesen. Ist ja nicht lange bei Toro Rosso gewesen, und dann ist zu Red Bull gekommen. Ja, also das ist, ich meine, er hat wirklich immer gute Leistung gezeigt. Ich glaube, beim Ricciardo ist einfach klar, dass er ein Auto braucht, das ihm auch passt. Er ist nicht der adaptivste Fahrer. Das ist vielleicht auch das, wo ihn von den World Champion Drivers eigentlich unterscheidet. Er ist einfach ein Race-Winning Driver und ich glaube, auf diesem Level wird er auch einfach bleiben, schlicht. Ja. Es also, wäre schön gewesen, etwas gewinnen, aber dann hat er so eine Max Verstappen-Zeit jetzt gebraucht, wo er ein Auto hat, wo nur er kann fahren kann, einfach irgendwie. Also ich glaube, es hat einfach, das ist ja das, was er immer beklagt hat, er muss halt einfach das Auto haben, auf der Bremse gut liegt. Ja. Es muss auf der Nase sein, generell. Ich meine, wenn du seine Überholmanöver schaust, mit dem Red Bull, den er dazu mal gemacht hat, die Dives mit eben so beim Anbremsen und so, das hat er sich viel nicht getraut, aber er ist so klar gekommen mit dem Red Bull auf der Bremse und das ist einfach mega, mega erstaunlich gewesen auch. Und das hätte er nachher nicht mehr können, bei Renault nicht mehr und auch bei McLaren nicht mehr. Zweite Jahr Renault, sie haben das Auto halt schon um ihn herum angefangen. Ja, voll. Ja, das stimmt schon. Dann ist es gegangen. Ich meine, heute habe ich wieder in den Reels den Overtake haben, glaube ich, am Stroll oder am Perez gemacht, bin mir nicht sicher. Wo er so unglaublich spät bremst hat. Ja, das ist halt schon, das macht einiges aus, wenn du ein Auto gehst, das nicht passt. Also, wenn es ein Stroll ist, dann würde ich sogar noch überholen mit meinem Focus RS. Also nein. Ja, der fährt eher in die Wand rein als... nein, weißt du, ich meine. Wo du recht hast, hast du recht. Noch kurz abschließend, ich denke, zu dem Alpha Tauri-Debakel, da hat der Benko, nochmal reingefetzt. Was ist eigentlich mit dem Vries geworden? Ja, immer noch dasselbe. Er hat keinen Bock mehr auf Racing. Er ist derwegen enttäuscht von dieser ganzen Geschichte, dass er sicher eine Pause macht und ist jetzt am Studieren, nämlich irgendetwas, wo er ist an der Harvard University ist am Studieren. Weißt du gerade noch was? Nein, das weiß ich nicht. Aber ich habe noch was erst mal einen Post noch gesehen von ihm. Es würde ihm tatsächlich auch helfen. Es ist irgendetwas mit Management, zum später vielleicht mal Team Principal werden. Und ganz ehrlich, ich würde ihn auch sehen als das. Ich kann mir gut vorstellen, dass er so ein verlorener Schatz könnte sein, wo nachher als Team Principal unglaubliche Leistung anbringt. Weil der sicher ist intelligent wie Sau. Also das würde eigentlich schon Sinn machen. Mit dem Latifi zusammen. Ja, der Latifi ist ja am Studieren. Zusammen gründen sie das Team Crashgate. Ja, genau. Apropos Crashgate, ich habe eine kleine Frage. What the fuck is a kilometer? Ja, das ist eben das nächste Thema. Die Frage genau stellt sich ein Fahrer wahrscheinlich etwa jedes Mal, wenn er in das Auto hineinhockt. Ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll. Was wolltest du sagen dazu? Ja, du, also wenn du dort noch am Suchen bist, dann switch ich doch gerade auf das Thema. Wie soll ich sagen, unser lieber Freund von Amerika, der Logan Sargent. Ich dachte, das kommt irgendwie so kreativ. Ja, ich hätte können sagen vom anderen Ufer, aber das wäre jetzt ein bisschen zweideutig gewesen. Ja, wer weiß. Darum hatte ich das Glosilo. Nein, also, ja, der Logan ist halt einfach Latifi. Aber schlechter als Latifi. Low Tiffy. Ganz kurz. Der Nick de Vries, er studiert Negotiation and Leadership. Also Negotiation ist, sag's mir, Verhandlung und Leadership. Also das würde ihm hure helfen für seine Racing-Zukunft, ob er raced oder vielleicht mal ein Team wird leiden. Ja, gut. Zurück zum Logan Sargent. Ist ein Fluch auf dem zweiten Auto, schreibt der Magic Card. Ja, wahrscheinlich hat es der Latifi verflucht. Wahrscheinlich schon. Nein, aber eben, also ich meine, ich habe so recht spannend gefunden, was der Ralf Schumacher gesagt hat. Er hat gemeint, dass wahrscheinlich der Sargent vor dem US Grand Prix ersetzt wird.
kann er sich gut vorstellen. Weil sind wir ehrlich, der schrottet den Karren immer. Das ist schon abartig. Ich weiss nicht, hast du das gesehen, wo ich... Nein, du hast das nicht gesehen, weil das habe ich auf TikTok gepostet. Es gibt eine Statistik, wer am meisten Schaden verursacht hat in der Formel 1. Wait. Und das ist, also beziehungsweise, das ist nur Schätzungskosten. Und das ist jetzt nach dem Dutch Grand Prix. Also... Noch das Antwort. Ja. Und auf Platz 1 ist der Logan Sargent, hat einen Schaden gemacht von ungefähr 2,4 Millionen $. Was? Und dann kommt der Perez mit 1,9. Holy fuck. Aber warte schon. Der Mick, hat er alleine 3,5 Millionen gemacht? Aber insgesamt auf 2 Jahre raus. Stimmt das? Mhm. Seine grössten Schäden sind dort in Monaco, Monaco und in Saudi-Arabien. In Jeddah war es 1 Million und in Dings war es eine halbe Million. Das heisst, er hat über die ganzen 2 Jahre 3,5 gemacht? Mhm. 2 Jahre, Und 3,5 und er hat jetzt Sargent? innerhalb von einem Jahr, also nicht einmal eine ganze Saison, hat er 2,4 Millionen. Holy Genau, der Stroll ist jetzt, glaube ich, irgendwie mit 2,3. Ja, genau. Und der Logan ist auf 2,8 aufgerutscht. Ja, stimmt. Aber es ist jetzt älter. Ja, ich habe zwar schon neu gesehen, aber ich habe sie nicht fotografiert, leider. Darum weiß ich es nicht mehr. Aber eben, es ist krass. Also, du musst dir mal überlegen, wie viel Cash der jetzt verbrannt hat, der Logan. Und dann das haben wir Geld, mal das ist Geld, wo das könntest du in die Entwicklung reinstecken. Ja. Überleg mal, was du mit 2,4 Millionen rausholen noch. Weißt du, ich meine, was mich vor allem erstaunt ist, der hat jetzt die ganze Saison lang wirklich keinen fucking Progress gemacht. Die stärksten Rennen sind seine ersten 2 gewesen. Ja. Und seither geht es einfach nur noch bergab. Ich werde zu 0,000% können verstehen, falls der eine Verlängerung bekommt für seinen Sitz. Weil, ein Liam Lawson und ein Mick Schumacher und ein Drugovic machen deutlich mehr Sinn. Das ist eben auch das, was wir jetzt momentan ein bisschen darüber reden ist. Du hast es mir auch gesagt, Drugovic ist ein bisschen vom Aston Martin-Vertrag gelockert worden, um potenziell können, in einen Williams-Sitz rein tun. Und dort sind auch Diskussionen eigentlich am Laufen darüber. Ich würde es dem Drugovic gönnen. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, privat. Und ich sage jetzt mal noch nichts dazu. Was ist so deine Meinung zum zweiten Sitz von Williams? Wer hat man am meisten verdient? Ja, die Antwort kennst du wahrscheinlich schon. Mick Schumacher. Eben, genau. Nein, schau, ich bin ehrlich, ich würde es dem Mick gönnen, und ich glaube auch, der Mick wäre die beste Option wegen 2 Jahren Erfahrung, auch wenn es ein schlechtes Team war, beziehungsweise auch ein schlechtes Auto. Aber ich meine, bei Mick hast du immerhin im 22 gesehen, dass es eigentlich nach Monaco auch ein bisschen aufgegangen ist mit seiner Performance. Also, was heisst ein bisschen? Es ist aufgegangen. Er hat auch einfach auch viel Pech geholt. Und Drugovic, klar, er ist Rookie dann und so, und er wird natürlich auch viel Sponsorgeld mitbringen nach und hat mit Geld hinten nachher, was halt sein Vorteil ist, was halt der Mick nicht hätte. Aber ich weiß es nicht, ob er wirklich Möglichkeiten hätte oder grosse Chancen hätte. Ich glaube, für Williams wäre Mick auch promotechnisch cool. Ich glaube, mit dem Album zusammen wäre es cool. Und ich glaube, es hat einfach, weil er schon die 2 Jahre Erfahrung hat. Und plus noch Mercedes Simulator-Erfahrung und auch dort schon mega gute Arbeit geleistet hat, denke ich, wäre eine gute Option für Williams. Plus, im Mix sein Style im Moment sieht einfach hure geil aus. Alter. Ja, genau. Wegen dem werden sie nicht definitiv ja, das habe ich einfach schon reinwerfen. Alter, der sieht so straight aus den 90s raus, Mann. Also wirklich. Ja, er weiss halt wie, Mann. Er weiss halt wie. Ey, so ein Player, ja, ey. Gut. Aber ich stimme dazu, wirklich. Also, er weiss einfach, was anlegen. Das stimmt schon. Anyway, back to the topic. Schau, ich denke, man muss ein bisschen überlegen, was Williams, was ist wichtig. Ich meine, du willst ein harmonierendes Team. Egal, ob du den Drugovic, den Mick oder den Lawson würdest nehmen, du wirst mit dem Albon ein Team haben, das sich gut wird verstehen. Es gibt wenige Fahrer, die sich nicht mit dem Album verstehen. Aber es gibt Fahrer, wo es vielleicht einfach so ein bisschen meh ist vom Pairing her. Zum Beispiel ein Hülkenberg. Der würde vielleicht zu Williams passen, aber er und der Albon
haben einfach gar nichts miteinander zu tun. Sie werden sicher gut haben miteinander, aber das ist so ein bisschen wie Ocon und Ricciardo. Es ist weder dafür noch wieder. Also von dem her, alle drei haben den Punkt. Alle drei könnten den Sitz eigentlich bekommen. Jetzt, was will Williams auch? Williams will nach vorne kommen. Das heisst eigentlich, sie bräuchten einen Fahrer mit Erfahrung. Das bringt eigentlich nur der Mick. Wobei der Liam Lawson hat doch auch 2-3 Kategorien jetzt können fahren. Der hat GT3 können fahren. DTM war es, wo er können fahren. Er hat, nein. Ja, aber ganz ehrlich, den Liam kannst du rausnehmen, weil der wird nicht für Red Bull freigeben. Das ist jetzt eben Punkt 3, oder? Wenn du darüber schaust, der Drugovic bringt es nicht von der Erfahrung. Der Liam hat einigermaßen Erfahrung, hat noch mit Superformula. Der Mick hat wenigstens schon 2 Jahre Formel 1 Erfahrung. Aber was der Mick bringt, was alle anderen nicht bringen, ist ein komplett freier Vertrag. Weil ein Drugovic wird so ein bisschen der Young Driver Ambassador bleiben für Aston Martin. Die wollen können zeigen, hey, wir haben ein cooles Driver-Programm, wir haben einen, der in der Formel 1 ist. Auch wenn sie ihn im Nachhinein aufgegriffen haben und ihm nur so halbpatzig die Chance gegeben haben, eigentlich in die Formel 1 reinzukommen. Der Mick, bin ich mir ziemlich sicher, wird seine Mercedes-Unterstützung verlieren, sobald er wieder einen Racing gefunden hat. Mercedes wird schauen, dass er seine zweite Chance bekommt. Aber er muss sich selber die weiteren Jahre erkämpfen und da bin ich fast überzeugt davon. Er wird natürlich Mercedes dankbar sein und er wird Meinst du, er wird Unterstützung verlieren von Mercedes? Ich bin überzeugt. Weil Mercedes unterstützt ihn jetzt nur, weil sie es nicht fair finden, dass er den Sitz verloren hat. Und wenn der Vowles wirklich ein Überzeugung braucht, dass er ihn nehmen soll, welches Team wäre besser, um ihn zu überzeugen als Mercedes? Also von dem her, ich glaube, das ist so ein bisschen der Masterplan von ihnen, dass sie den Mick einfach nochmal in die Formel 1 hineinbringen, dass er nochmal zeigen kann, was Sache ist. Ich glaube aber nicht, dass der Mick in einem grösseren Plan von Mercedes ist. Wenn er sich aber gut etabliert, könnte er mit dem Albon zusammen der grosse Plan von Williams werden. Aber er muss, wenn er die Chance bekommt, einfach liefern. Ja, das sowieso. Er muss auf dem gleichen Level sein wie der Albon und keine Setbacks. Ja, das ist so. Ich meine, das ist halt einfach das, wo wahrscheinlich, also der grösste Druck, den der Mick wird haben, wenn er wieder in die Formel 1 kommt, ist halt einfach, dass er weiss, jetzt oder nie. Weil wenn er nicht liefert, dann ist er für immer weg. Und das ist halt einfach das. Da haben vielleicht andere noch ein bisschen den Vorteil, weil sie eben schon, weil sie das noch nicht hatten in dem Sinn. Oder so rausgeflogen sind und wieder retour gekommen sind, bis eigentlich sozusagen der Magnussen. Aber also Magnussen ist ja nicht rausgeflogen, sie haben einfach den Vertrag nicht mit ihm verlängert, weil halt der Marzipan gekommen ist. Und ich denke, es wird für ihn schon hure schwer sein. Aber ich glaube, der Mick könnte es schon packen. Also ich glaube, er hat sich auch brutal weiterentwickelt durch die ganzen Zeiten, die jetzt gelaufen sind. Und ich meine auch eben, wie er von Mercedes redet, er sagt ja auch, es ist krass der Unterschied zu einem Formel 1-Team und zu einem Formel 1-Team, das funktioniert. Also die Aussage heisst schon ein bisschen alles. Gesagt? Ja, etwas so in dem Stil hat er es gesagt. Geil. Und ich meine, er schießt ja brutal gegen Haas. Und ich meine, er und der Günther sind ja gar nicht auf einer Wellenlänge. Und es ist auch krass. Hast du gewusst, dass Günther ja Sky Deutschland protestiert, oder wie soll ich sagen, er gibt denen keine Interviews. Weil ja, der Ralf hat ja recht scharf gegen Günther geschossen hatte. Nicht, weil der Micky weil er mit dem Mick verwandt ist, sondern halt einfach, weil er gesagt hat, das sei nicht fair, wie sie umgegangen seien mit ihm. Und ich meine, es ist ja auch so. Es ist ja nicht nur der Ralf, der das so sieht. Das sehen ja die meisten so. Klar, eben. Man kann auch sagen, so, es hat halt viele Sachen nicht müssen passieren. Es sind auch viele Fehler von Mick passiert. Aber ja, ich meine, schlussendlich, er war halt auch irgendwo ein Rookie gewesen und hat natürlich auch seine Erfahrungen müssen sammeln. Und klar kann jetzt der eine oder andere kommen und sagen, so, ja, aber beim Logan, der muss ja auch seine Erfahrungen sammeln. Ja, klar. Aber wenn du halt schon in einer Saison fast mehr Schaden anrichtest wie der Mick dazumal und nachher immer Sitz weiterhin willst anbieten, dann ist es einfach, dass du dann sagst, was ist einfach wegen dem Geld oder wegen der Promo. Ja. Ist einfach so. Ja, nein. Also was wollte ich da noch mit dazu sagen? Es unterstreicht es. Ja. Ich habe gerade etwas gelesen, das mich verwirrt und zum Lachen gebracht hat, gleichzeitig. Entschuldigung für das, ganz schnell. Nein, also ich... Da bringt er wieder die hässliche Ace-Geschichte mit.
Ja gut, also eins ist ja nicht wegen Mikro, die hat ja den Günther angezogen, aber sie haben ja einen deutschen Fahrer und den Hülkenberg haben sie nicht wollen sponsern. Weil Haas schlecht in den Medien gestanden ist im deutschen Raum, darum hat er 1&1 nicht wollen sponsoren. Also er ist nicht mit dem Mikro. Wenn der Mikro irgendwo fahren wird wahrscheinlich Under Armour kommen oder so, weil das ist ja sein Ausrüstungssponsor. Sein Hauptsponsor, ja. Nein, ja, aber eben zurück zum Thema eigentlich, wieso und warum dass wir überhaupt jetzt so abgeschweift sind. Also abgeschweift sind wir zwar nicht, wir sind auch recht vertieft in dem. Ich glaube, so für Williams als Ersatz für den Logan, weil der Logan momentan eigentlich in jedem Rennen oder jedes Wochenende mal den Fahrradwand aufschmeißt, glaube ich, so die einzige logische oder der logische Nachfolger, oder so der am meisten Sinn macht, ist in meinen Augen einfach der Mick. Habe ich das Gefühl. Ja, ich denke es auch. Ich finde generell irgendwie fehlt für mich ein Zweitfahrer, wo ich muss sagen, mal, der ist Williams, der muss dort hin. Der Albon ist ganz klar der Leader vom Team. Das wird hoffentlich für ein paar Jahre noch so bleiben. Und ich finde, der Albon wäre dumm, wenn er zu einem anderen Team wechselt, weil das wird einfach, er und der Vals, die könnten ein richtiges Powerhouse werden. Aber der zweite Sitz, ich sehe jetzt eher so eine Sache, dass ein Mick für 2-3 Jahre würde dabei sein, unterstützen. Aber es fehlt einfach irgendwie jemand, der zusammen mit dem Albon das Team wirklich wieder ganz gross könnte machen. Wegen dem ich bin gespannt auf die Nachwuchstalente, die kommen. Frederik Vesti hat auch eine Outside-Chance, wirklich eine Outside-Chance, den Sitz zu bekommen. Da müsste er aber die Championship irgendwie noch gewinnen, was fast schon machbar ist gegen den Pogačar. Weil in Monza einfach alles schief gelaufen ist und in Zandvoort auch mit diesen 2 Rädern. Das haben vielleicht ein paar mitbekommen, die beiden Hinterräder, die davon geflogen sind. Einfach flöten gegangen, ja. Absolut. Und ein Drugovic ist so ein dasselbe. Ist in meinen Augen auch eine Outside-Chance. Outside-Chance. So eine Sache, wo einfach er sich extrem müsste beweisen müsste. Aber ich sehe weder den Mick noch den De Vries auf lange Zeit bei Williams. Da muss einfach irgendein Fahrer durch die Reihe durchkommen oder von einem anderen Team abgelöst werden, wo man muss sagen, mal, doch, das passt. Zum Beispiel vielleicht der Valtteri Bottas, wo vielleicht nicht in den Audi-Plan drin stehen. Und das fände ich effektiv spannend, weil ich das Gefühl, bei Alfa Romeo /Sauber /Audi wird sich in den nächsten paar Jahren drivertechnisch einiges ändern. Und ich weiß nicht, irgendjemand hat ganz am Anfang vom Stream auch gesagt, es regt mich auf, dass der Joe den Sitz bekommen hat. Jein, also ich stimme zu, ich bin komplett d'accord. Ich finde aber nicht, dass er den Sitz nicht noch einmal verdient hat. Ich finde aber, dass ein Valtteri Bottas den Sitz nicht unbedingt noch einmal verdient hat. Nicht, dass er schlecht war, aber er hat auch nicht wirklich performt. Hat er ein Auto bekommen, das er performen damit? Nein, auch nicht. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, aber ich finde, beim Bottas muss etwas passieren und ich glaube, ein Tapetenwechsel zurück zu dem Team, das alles angefangen hat, wäre auch spannend und ich fände es auch eine geile Kombination, ein Bottas mit Albon zusammen. Das ist mal wieder etwas ganz Neues. Also ich glaube es nicht, dass der Bottas noch einen Teamwechsel macht. Also nach Alpha ist fertig, bin ich ganz ehrlich. Ja, ziemlich sicher sogar. Ja, der macht das auch nur noch als Hobby. Das ist wie der Kimi eigentlich jetzt momentan ein bisschen bei ihm. Einfach nur, dass er ein bisschen mehr redet als der Kimi. Ja, wow. Aber ich glaube mehr daran, dass, wenn ich jetzt das bei Red Bull da irgendwie zustande kommt, ich meine, da haben wir ja immer noch einen Checo Perez, der ja irgendwo vielleicht noch weiterfahren will. Ich meine, er hat ja auch gesagt, wenn er ja den Sitz verlieren, hat ja das gesagt, müsste er ja jetzt anfangen, schon mit anderen Teams in Kontakt treten. Und er wäre natürlich dann auch eine Option für Williams, wenn er unbedingt noch fahren will. Er bringt Geld mit seinem Mobilfunkanbieter da von Mexiko, glaube ich. Oder ist es eine Bank? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie so ein Sponsor. Und dann nachher wäre es vielleicht noch etwas bei Williams, dass er dort halt einfach noch ein paar Jahre fahren kann. Einfach halt noch, dass er fährt. Weil er es noch machen will. Weiss ich nicht. Und der vielleicht eher noch er. Stell dir vor, was das für ein Überraschungstransfer wäre, irgendwie so 2-3 Wochen. Ne? Einfach so, ja, der Checo verlässt Red Bull, Lando Norris, nachher plötzlich so Williams, ja, herzlich willkommen Checo. Und
Und dann dachte ich irgendwie, keine Ahnung, Mick bei McLaren, weil er ja dort auch Ersatzfahrer ist bei McLaren. Das wäre hure geil, man. Stell dir vor, der Mick nächstes Jahr einfach gerade um die Championship fahren. Einfach stell dir vor. Das wäre krass. Ich glaube, generell zeichnet sich ab, wenn nicht schon über das neue Jahr irgendetwas Krasses passiert, werden wir nächstes Jahr eine absolut kranke Silly Season haben. Weil wir haben jetzt viele Wechsel gehabt, die sich irgendwie so aufschieben, wo wir denken, wieso hat er noch eins bekommen? Joe, Bottas, Magnussen, Stroll, Sargent, schauen wir jetzt mal noch, was passiert. Ricciardo AlphaTauri, Lando Norris. Wer ist noch so ein bisschen, wieso ist das so? Ja, Perez. Ja, es sind relativ viele Sitze, wo wir alle so denken, da hat sich jetzt auch etwas verändern können. Und ich glaube, ab nächstes Jahr wird es so richtig mal wieder rebeln. Ja. Also nächstes Jahr Silly Season wird krass werden, glaube ich auch. Ja, weil da laufen viele Verträge aus. Ich glaube, beide Ferrari-Verträge laufen ja aus. Sainz und Leclerc. Und ganz ehrlich, man hat ja vor ein paar Monaten noch gesagt, ja, Leclerc hat irgendwie einen 2-Jahres-Vertrag oder 5-Jahres-Vertrag wieder irgendwie so etwas unterschrieben. Ist ja jetzt auch nicht veröffentlicht worden, also gehe ich davon aus, dass das auch nicht stattgefunden hat. Stell dir vor, meine Sainz haben sie irgendwie rausschmeißen. Es hat ja geheißen, der Sainz hat irgendwie bei Audi schon einen Vorvertrag unterschrieben für 26 oder so. Und ich sage, das Ziel ist, das nächste Jahr wird anders krass werden. Die wird absolut krank, ja. Also ich meine, die ganze Audi-Geschichte, das wird immer noch spannend. Sainz bei Audi macht auch hohen Sinn, weil sein Vater einfach auch lange Zeit für Audi im Rallye gefahren ist. Es kann sein, dass sie dort Links haben. Zudem glaube ich, dass ein Seidel einfach unbedingt ein Sainz oder ein Carl Lando eigentlich generell wieder zurückhaben. Das macht ja auch nur Sinn, weil die harmonieren so unglaublich gut zusammen. Da muss sich halt einfach auch etwas abzeichnen, dass unser Schweizer Team anständige Leistung wird bringen wird. Also nachher ist es ja ein deutsches Team, dann ist es immer nicht mehr Schweizer Team, glaube ich. Ja, für mich wird es im Herzen nicht mehr Schweizer Team bleiben. Ich glaube, das ist generell so eine Dingsgeschichte, so ein bisschen wie mit Aston Martin. Also mal schauen, ob Audi den Laden wirklich der Weg übernimmt, wie es Aston Martin wird machen. Ich frage mich halt einfach eben wegen Bottas nochmal. Er hat ja noch, glaube ich, erst gerade an der Pressekonferenz in Japan oder in Singapur hat er noch gesagt, er hätte gehört, dass Audi mit sehr starken Motoren wird kommen. Ja, und stimmt. Da bin ich gespannt. Weißt du, ich meine, wieso macht er so eine Aussage? Da frage ich mich hure. Ja, wieso weiss er das? Eben. Wieso weiss er das? Weil hat er doch irgendwie schon, stell dir vor, der wäre irgendwie so Sainz und Valtteri irgendwie bei Audi oder so. Ja, aber das wäre schon krass. Das wäre auch eine starke Kombi. Also dann hast du vor allem durch viel Erfahrung und mit dem Sainz auch extrem viel Fahrtalent. Sorry an alle Bottas-Fans. Ja, du bist einfach der Bot-Ass. Der Bot-Ass. Ah ja, geil, der geilste Arsch von Formel 1, wenn es nachher auch noch drin. Back to the topic. Bottas, ich weiß nicht. Ich glaube, Japan hat ziemlich gut seine ganze Saison einfach beschrieben. Viel Unglück, viel Pech. Aber das passiert halt auch nur, weil er sich immer irgendwie wieder in die Situation bringt. Er kriecht einfach irgendwo hinten durch. Und ich glaube, somit können wir auch noch schnell abschließend, wir haben es komplett übersprungen irgendwie. Und über alles andere zuerst gerade noch ein bisschen über Japan reden. Ja, wirklich voll abgeschnitten. Das ist jetzt meine Überleitung gewesen. Von Bot-Ass zu Japan. Weil, ja, ich glaube, da können wir mal von unten, von der schlechtesten Performances anfangen. Ich weiss, wieso du den Übergang gemacht hast, weil beide so am Arsch von der Welt liegen. Jawohl! Das ist es. Das war die Überlegung gewesen, Alter, nein, da gehen alle Props an dich für das. Das ist sehr gut. Ich wollte eigentlich, ja, okay, vom schönsten Arsch von der Formel 1 zum Arsch von der Welt zu der absoluten Arsch-Performance von Perez. Das wollte ich eigentlich darauf raus wollen. Nämlich die Dive-Bomb, wenn wir es Dive-Bomb nennen, oder was auch immer das war. Das hat so keinen Sinn gemacht. Also ich weiss, du bist ungeduldig, ich weiss, du willst ihn überholen, aber du hast so viele Opportunities gehabt und es hat so viele Battles gegeben, wo man gesehen hat, wo sich Leute vor der letzten Schikane und vor der ersten Kurve hin und her battelt haben und überholt haben und du hast einen fucking Red Bull. Ja, er hat vielleicht Damage, aber
das hätte doch machbar sein, auf einen von den längeren Straights zu holen. Ich verstehe so nicht, was das hätte sollen. Es ist, der zweite Crash von Perez war so unnötig gewesen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Du hast mir dann geschrieben, du kannst dich dann aufregen, weil ich bin ein bisschen hinter drin war, ich habe leicht verschlafen. Und ich habe dir so gesagt, ganz ehrlich, wenn es Perez ist, ich will gar nicht mehr durch sein, weil ich habe einfach abgeschlossen mit dem. Ich habe die ganze Season über gefanboyt und ich wollte, dass er um Championship fightet und voll dabei ist und Wins halt. Hey, ich habe abgeschlossen. Ich habe wirklich abgeschlossen mit Perez bei Red Bull. Get that man out of there. Also, zuerst mal muss man noch, für die es jetzt nicht gesehen haben, weil es war auch morgen früh war, aber die es gesehen haben, sind keine echte Formel 1-Fans. Nein, schau jetzt. Es ist ja so. Der Crash am Start, kann er ja eigentlich nichts dafür, muss man mal ganz ehrlich sagen. Weil dort ist er einfach, ja, ein bisschen an einem blöden Spot gewesen. Aber auch den Start hat er auch echt versaut. Dann nachher, ja, der Divebomb war einfach unterste gewesen. Also also eben, ich meine, sorry, du hast erst mal ein überledenes Auto, also wenn du Max Verstappen heißt, ist anscheinend, wirst du es nicht, aber tendenziell wäre es schnell. Und da überholst du den in einer Divebomb in der Spitzkehre sozusagen und nicht auf einer Straight mit DRS. Wieso? Wieso machst du das? Und das verstehe ich halt einfach nicht. Darum, ja, das ist wirklich unnötig gewesen. Er hat ja zweimal sich den Frontflügel geschlissen. Dann ist er ja in die Box. Hat 40 Runden oder so gewartet und ist dann wieder rausgekommen. Und wieder hat dann seine Strafe abgesetzt, weil die Strafe haben sie noch machen oder schon absetzen, weil der Grund ist das, wenn sie es eben nicht gemacht hätten, hätte er dann 3 Platz Penalty bekommen für das nächste Rennen. Darum ist er mal rausgefahren. Dann hat er die 5 Sekunden einfach so in Kauf genommen und dann nachher hätte er wieder retiren. Aber er ist einer der wenigen Fahrer, der es wirklich geschafft hat, 2-mal im Rennen zu retiren. Das muss man auch zuerst mal schaffen. Ja, voll Red Bull hat 2 Retirements gehabt, beide davon sind der Perez. Ja, während dem Rennen, das muss man schaffen. Während dem Rennen. Das muss man wirklich schaffen. Das ist wirklich Glanzleistung. Also das ist einfach absolut krank. Ja, ich bin ganz kurz, wir können noch über das ganze Zeug reden, Meinungen zu dem ganzen Debakel. Ich bin noch ein Video schnell suchen, das ich unbedingt schnell zeigen muss. Das ist so gut. Also, an dieser Stelle möchte ich noch festhalten, das ist nicht das erste Mal, wo das gegeben hat, dass einer retired hat, rausgegangen ist und wieder gefahren ist und er wieder retired hat. Das hat zum Beispiel Mark Webber. Der Schumacher hat das auch schon gemacht, 2005, in der Türkei. Weil dazu war es so gewesen, dass du, dort hat es ja das One-Shot-Qualifying noch gegeben. Und dort war es dann so gewesen, dass du anhand von deiner Endposition im Rennen wieder Dings gehabt hast, eine bessere Startposition oder eine bessere Position vom One-Shot. Und dort ist er rausgegangen, ist nochmal irgendwie, oder nein, von der schnellsten Runde nachher ist es gemessen worden, ich bin ganz sicher, die schnellste Runde war. Er ist rausgegangen, schnell in die Runde gefahren und wieder reingegangen. Und dann hat er dann eine bessere One-Shot-Position gehabt am nächsten Rennwochenende im Qualifying. Da war es richtig weird gewesen in der Formel 1, wie dort so gefahren wurde. Also eigentlich so ein System wie jetzt ist geschissen einfach im Fall inzwischen. Was ist geschissen einfach? Eben das Qualifying-System jetzt ist wirklich geschissen einfach. Dazu war es sehr kompliziert. Vor allem, es hat ja noch das Rennen vor dem Rennen gegeben früher. Das war so birrenweich. Eben. Sie haben viel ausprobiert. Also, Qualifying, da haben wir auch schon drüber geredet. Ich finde, das ist jetzt eigentlich tiptop, wie es ist. Also sie müssen nicht mehr wirklich viel, wenn überhaupt irgendetwas ändern. Also von dem her. Ja, Katar ist dann Sprint. Und Dings auch, USA ist auch Sprint. Und Brasilien glaube ich auch. Ist auch Sprint nochmal, ja. Brasilien-Sprint freue ich mich sogar tatsächlich. Ja, das Brasilien-Sprint war bis jetzt immer geil gewesen. Ja, ich finde das andere Video nicht. Egal. Ja, Japan ist noch. Viele haben retired noch. Hauptsächlich, sage ich jetzt mal, wegen Kilometer sparen. Sprich, ja. Stroll hat ja retired. Ganz kurz, wenn beide Alphas haben retired. Gut, dort muss man einfach auch sagen, dass hat der Bottas recht kassiert hat am Anfang. Und dann nachher, ist halt der Karren gar nicht mehr gelaufen. Plus, der Sargent hat ihn ja noch abgeschossen.
Er hat es auch gut gemacht. Der Sargent hat ja auch in dieser Spitzkehre reingeteift, in Bottas rein. Voll. Hat ihn rausgeschossen. Und der Sargent und auch der Albon haben retired nachher. Hast du die Pressekonferenz vom Sargent gesehen? Nein. Er hat einfach eiskalt gesagt, I don't know why he would just turn in on me like that. I mean, he saw I was braking too late. Das ist seine Aussage. Ey, sorry. Also wie lazy will man sein? Bro, du hast den Fehler gemacht. No one else to blame. But what the fuck is a kilometer? Brems mal einen Kilometer früher. Nein, gut. Das regt mich auf, Alter. Das ist wirklich... Also der Logan, das ist einfach traurig. Nein, einfach Kontroverse nach Kontroverse um den herum. Und ja, das ist einfach nur schwach. Das Video, das ich eigentlich gesucht habe, ist genial gewesen. Es ist, hast du das Büro geschaut, also The Office? Nein. Da gibt es auch so Shots, dass der zwei Charaktere reden etwas miteinander, irgendeiner sagt etwas Peinliches und dann schwingt die Kamera zu einem anderen Schauspieler, der sich nicht zusammenreißen kann und lacht sich so innerlich den Arsch ab. Oder zum Beispiel auch so Szenen, wo sie einfach so in die Kamera schauen und so ein bisschen so das Gesicht haben, so okay, what the fuck did he just say? Und dann siehst du genau so einen Shot, wie der Max kommt pitten und der Kameramann schwingt und dann siehst du Perez im Auto. Ja, das habe ich gesehen. Und dann schaut so sein Mechaniker so hoffnungsvoll an. Also, hast du mir das nicht geschickt? Vielleicht habe ich das geschickt. Es ist so genial. Warte, das hast du mir geschickt, glaube ich. Habe ich es geschickt? Ey, ich habe mir so den Arsch abgelacht, Mann. Oh nein, du hast es mir nicht geschickt. Aber warte, ich habe es gesehen. Ich habe es definitiv gesehen. Aber ich weiß nicht, ob ich es auf Instagram gesehen oder auf TikTok. Aber ich weiß, welches Video. Der Perez schaut so irgendwie so rechts über, so im Monitor über dort, auf einen grossen Bildschirm und schaut so drin und denkt so, Alter, lass mich raus! Ja, Mann. Nein, aber es hat böse Zungen gegeben, die gesagt haben, ja, das war verdammt behindert, das ist eine Regel. Magic Card hat es mir gerade geschickt. Geiles Sieg, Alter. Ja gut, ich sehe es jetzt nicht im Dings. Ja. Der Schwecker rüber, der Perez einfach am Schauen. Ich sehe es halt nicht, weil also im Podcast gesehen es logischerweise nicht. Im Stream. Oh, Mann. Das ist wirklich ein geiles Video. Ja, voll. Ja, du hast es geliked, ich schicke dir das so gestellt, da ist es auch wieder. Es ist wirklich genial. Das war wirklich gut gewesen, ja. Genau. So abgeschweift ja, richtig, der Vater von der unglaublich. Genau. Ich wollte einfach noch sagen, es gibt böse Zungen, die gesagt haben, ja, es war scheiße gewesen, Red Bull hat das hure ausgenutzt. Ich sehe das ganz ehrlich so ein bisschen wie mit Dings. Logisch ist es scheiße. Logisch ist es nicht das, was die Regel denkt hat, das soll passieren. Aber es ist ein Fehler im Regelwerk. Für mich ist das genau gleich wie Schumi, was war das, 2002 gewesen, wo er durch Pitts mit dem Drive-Thru-Rennen gewonnen hat. Er hat einen Drive-Thru-Penalty gehabt und es hat dann noch keine Regel gegeben, dass du nicht in der letzten Runde nehmen darfst. Und weil du in Spa warst, gell? Hast du in die Pitts hineingehen. Da weiss ich nicht mehr wo. Oder Imola, ich glaube. Da weiss ich nicht mehr wo. Aber da muss man einfach auch an dieser Stelle sagen, das war halt Sean Todt am Werk und der war einfach Mastermind gewesen. Absolute Legende, ja. Ja, und von dem her, ich finde es eigentlich fair enough für Red Bull. Sie haben sogar auch schon nachgefragt, ob es möglich ist. Und der FIA hat dann auch sagen, das ist nicht das, was das Regelwerk hätte wollen haben. Also hätte sie auch einfach denyen und sagen, wenn sie es machen, geben wir eine Penalty. Also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich finde es jetzt gar nicht schlimm, dass sie das gemacht haben. Ich finde es für das Team finde ich es eine gute Lösung. Und wenn der FIA da gesagt hat, hey, look, für uns ist es auch okay, das finde ich auch okay. Also ich meine, schlussendlich, der Perez fährt scheiße. Ich glaube, dass er in Katar scheiße will fahren. Also ob er jetzt 3 Plätze weiter vorne oder 3 Plätze weiter hinten startet, auf da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ja, kommt es definitiv nicht mehr drauf an. Weil ich meine, der Perez hat generell über das ganze Jahr drüber, er hat die ersten 3-4 Monate wirklich etwas an Red Bull geleistet. Und an dieser Stelle, ich denke für mich, abschließend noch das Thema aufgreifen: 6-fache Weltmeister. 2-fache Weltmeister nacheinander. Red Bull Chapeau. Ich wollte in meinen Augen jetzt das letzte Mal in einem Podcast über Red Bull Dominanz reden, aber das einfach jetzt so ein bisschen als kleine Congratulations eigentlich an Red Bull für eine absolut kranke Leistung. Ein unglaubliches Auto, das die geliefert haben und absolut verdiente Konstrukteursmeisterschaft. Ja, auf das, dass wir nie mehr so eine Dominanz werden sehen, hoffentlich. Ja, aber Perez hat
definitiv nicht so viel dazu beigeleitet. Es ist alles eigentlich im Max Verstappen sein Verdienst. Und der wird ja jetzt auch relativ gleich schon mal gekrönt werden. Aber eben, Chapeau an Red Bull, eine unglaublich geile Leistung. Voll. Also auch von meiner Seite her als Nicht-Mercedes-Fan muss ich auch wirklich sagen. Und ganz sicher nicht Red Bull-Hater. Ja, überhaupt nicht. Also wirklich eine Top-Leistung. Und nein, man muss halt einfach auch anerkennen. Gell? Ich meine, sie haben, das habe ich schon ein paar Mal gesagt in dem Podcast, sie haben halt einfach den besten Job gemacht in der Saison 22 und auch in der Saison 23 jetzt. Sie haben das beste Auto hergestellt. Sie haben einen sehr guten Fahrer und einen Zweitfahrer halt. Und ja, darum absolut verdient. Ich finde es einfach noch lustig, im After-Race-Interview ist auch der Perez so gefragt worden, so, ja, eben, wie er das jetzt so, wie er es empfindet, so eben so jetzt oh, 6 Konstrukteur-Weltmeisterschaft gehabt mit Red Bull und so. Also ja, eben, wir haben so einen amazing Job gemacht und so. Und ich denke mir so, Kollege, du hast einen feuchten Scheissdreck gemacht, ey. Du bist einfach die grösste Enttäuschung für Red Bull eigentlich, Mann. Ein feuchter Scheissdreck nicht. Also in der ersten Hälfte von der ersten Hälfte ist er ja schon ziemlich gut gewesen. Ja, im ersten Achtel ist er gut gewesen, ja. Im ersten Achtel ist er gut gewesen. Ja. Nein, ich finde es einfach schade. Der Perez hat so viel mehr können machen. Sie hätten locker können, schon vor Japan eigentlich Konstrukteursmeisterschaft zielen. Und ja, sie haben es nicht gemacht. Aber ich finde es geil, haben sie es noch einmal vor den japanischen Fans gemacht, weil das ist ja so ein bisschen eines der letzten Jahre, wo es noch, ich sage jetzt halboffiziell, ein Honda Red Bull Motor ist. Sie haben jetzt noch das Branding drauf. Ich glaube, ab nächstes Jahr wird das Honda Branding, also der HRC-Badge, wo sie jetzt drauf haben, ganz wegnehmen. Ja, ich finde es eigentlich schade, ist die Beziehung voneinander gegangen. Aber ich finde, es ist sehr passend, dass sie es noch einmal in Japan eigentlich haben können holen. Ja, look, am Ende des Tages, das ist ein Auto, das wird in die Geschichte eingehen. So viel Race-Wins prozentual hat, glaube ich, noch kein einziges Team geholt. Es sind die meisten Consecutive Wins von einem Fahrer und die meisten Consecutive Wins von einem Team geholt. Chapeau. Gute Reliability. Sie haben kein einziges Motoren-DNF während einem Rennen. Sie haben dominant mit viel mehr Power alle Rennen können fertig fahren. Ja, ich weiß nicht, was wir da noch mehr dazu sagen außer Chapeau. Und ich wollte, dass das letzte Mal ist, wo wir darüber reden müssen, weil ich habe das Gefühl, gegen Ende der Saison werden wir jetzt doch noch den einen oder anderen Winner dürfen sehen oder mindestens den einen oder anderen Fight um Wins und um Podiums werden wir jetzt wieder haben. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das wird so zu Ende gehen, wie es angefangen hat, bin ich ganz ehrlich. Weil ich meine, wieso sollen Teams, also klar, es geht schon um den 2., 3., 4. Platzierten, so, das ist mir schon auch klar. Aber ich glaube auch, dass viele Teams, also ich bin überrascht, dass ja McLaren eigentlich bis eigentlich zu Japan oder Singapur her eben noch so viele Updates rausgehauen haben die ganze Zeit. Weil, ich meine, die können auch gerade so gut sagen, hey, schau, die Saison ist gelaufen für uns, wir sehen, wir bringen die Performance nicht, wir konzentrieren uns aufs nächste Jahr. Und ich glaube, das machen auch schon viele Teams, eben sich aufs nächste konzentrieren und dort schon Geld investieren. Darum, ich glaube es nicht, dass jetzt noch viel, weil ich, also soviel ich weiß, kommen auch nicht mehr grosse Updates. Ich weiß nur noch, Haas bringt ja irgendwie einen Base-Back für auf Austin. Habe ich etwas gelesen gehabt. Wie der soll aussehen, wahrscheinlich eine schlechtere Version von ihrem jetzigen Auto, das sie haben. Aber ja, ich glaube es nicht so daran, dass da Red Bull irgendwie gestürzt werden kann. Ich glaube, sie ziehen das voll weiter jetzt so bis Ende Saison. Nicht, weil sie Updates bringen, sondern weil sie einfach halt den Gap, ich meine, es sind auch im Rennen 14 Sekunden, klar. Ich meine, in Belgien sind sie irgendwie über 30 Sekunden gewesen. Ich meine, der Verstappen ist sogar in den Grandstands rausgestanden und hat so einen zugeschaut. Das Video ist so geil. Das ist so genial. Das ist so ein geiles Video. Aber die Memes, die auch entstehen, die sind einfach so der Wahnsinn. So, der Max Verstappen hat sogar während dem Rennen sein eigenes Rennen zu schauen und so. So so aber es schon. Ist schon 1:1, Mann. Also, ja, vor allem auch seine Bewegung einfach genau gleich steht so dort. Ja, einfach so mit seinen verschränkten Armen. So. Ja, so nein. By the way, hast du das Video gesehen, das sie gemacht haben mit diesen Lieferwägeln? Ja, voll. Ja. Das ist so lustig, Mann. Der Yuki und der Lawson, das ist ein verdammt geiles Duo. He? Ja, die kennen sich ja schon von früher her halt, oder? Die haben ja zusammen gewohnt. Ja, voll.
Also von dem her, die verstehen sich auch gut und so. Und das ist schon auch lustig. Ja, aber ich würde es einfach spannend finden. Sorry, wolltest du schon etwas zu diesem Thema sagen? nein, also eben schlussendlich, wie gesagt, ich gratuliere Red Bull als Nicht-Mercedes-Fan, ich will es mal eins erwähnt haben. Und mal schauen, wie es nächstes Jahr wird. Ich finde es halt irgendwie schade. Ja. Ich finde es halt irgendwie schade, muss ich ganz ehrlich sagen. So nach dem Japan Grand Prix, wo sie jetzt so gewonnen haben, habe ich gedacht so, Alter, das ist die Formel 1-Saison, das ist schon wieder vorbei. Ja. Arsch ins Alter. Ja. Also, Das ist mir auch so gegangen. Zuerst habe ich gedacht so, Scheiße, es sind noch 6 Rennen und es ist schon fertig, was da alles anbelangt. Und dann so, 6 Rennen ist so fertig eigentlich. Also ich meine, Ende November ist fertig, in 10 Monaten ist die Saison vorbei. Und dann heisst es wieder warten bis Anfang März. Das wäre für mich irgendwie, und ich glaube, das ist eben auch wegen der anderen Winter Break, ist so ein bisschen so gewesen, bis in die Mitte habe ich gedacht, Mann, das geht nicht vorwärts, es hat hure zäh. Und kaum sind wir in Sandburg gewesen, habe ich gedacht, fuck, es ist schon gleich fertig. Mir hat es auch gedacht, eigentlich bis zu der Summer Break, ich dachte so, irgendwie die Saison geht hure lang und so. Und weißt du was? Und danach ist die Summer Break durch gewesen, und dann dachte ich so, Alter, jetzt. Aber weißt du, eigentlich ist es ja auch logisch. Wir haben die Summer Break auch hure komisch gehabt. Wir haben sie nicht gewohnt mit Ungarn, Belgien gehabt. Da haben wir Belgien zuerst gesehen und das war einfach irgendwie komisch gewesen, mit Sandwort wieder starten. Und es hat sich angefühlt, irgendwie, als ob wir jetzt schon die erste Hälfte hätten. Und danach haben wir immer noch 3 Monate warten. 3 Wochen. Oder 4. Was war 3 oder 4 gewesen? Summer Break war 4 Wochen. 4 Wochen gewesen. Und zudem haben wir halt einfach auch die absolute Red Bull-Dominanz gehabt. Und uns ist allen schon nach Rennen 3 klar gewesen, wer die Championship wird gewinnen. Und da bis Anfang Sandwort, vor allem spätestens Monza, nicht viel mehr von den anderen Teams gekommen ist, wir nicht viel mehr Hoffnungen hatten, dass ein anderes Team überhaupt noch gewinnen kann, hat sich das einfach noch mal mehr in die Länge gezogen. Aber schau, resultierend daraus wird sicher sein, dass nächstes Jahr die Hälfte vom Grid wird aussehen wie ein Red Bull mit anderen Liveries. Voll. Ich denke, mit Ausnahme von Mercedes und Ferrari, ich glaube, die werden ihren Dings treu bleiben. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass die noch nicht Dings erreicht haben. Da weiß ich jetzt gar nicht. Also Ferrari ja, Mercedes sicher nicht. Mercedes bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ferrari habe ich das Gefühl, ja, die werden voll durchziehen. Also ich glaube, Ferrari, ja, das schon. Aber Mercedes, ich meine, auch, sie haben das Auto haben sie jetzt auch schon im B-Spec. Ich meine, die haben ja die Saison gestartet, noch mit Uni-Sidepods, weißt du, was ich meine? Und haben dann nachher gleich wieder gewechselt nach Miami. Und ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, sie werden auch mehr in das Red Bull-Konzept reinwechseln. Bin ich mir ziemlich sicher auch. Ja, das würde nochmal Sinn machen. Ja, also wie jetzt auch der Guido beschreibt, da, egal wie der Mercedes aussieht, also eben, es spielt ihm keine Rolle, ob er aussieht wie ein Red Bull nachher, Hauptsache er ist einfach schnell. Und ich meine, der McLaren sieht aus wie ein Red Bull. Ja, ich meine, das ist schlussendlich wird es wirklich auf das rauslaufen, aber das ist halt einfach auch irgendwo die Formel 1. Ich meine eben, ich habe es vorher schon angesprochen mit Braun GP, mit ihrem Double Diffuser. Ich meine, das hat am Anfang nur Braun GP gehabt, nachher mit der Saison haben es alle gehabt, haben alle nachher gerüstet. Ja. F-Takt von McLaren. Ja, das hat nachher plötzlich auch die meisten das gehabt. Dort haben es nicht alle gehabt, aber die meisten haben es gehabt. Ja. Ferrari ist, glaube ich, das erste, der es nachher gerüstet hat. Ich finde es bis jetzt noch so unglaublich schade, dass das System von Dings von Mercedes so ausgemustert worden ist. Das ist für mich so die letzte richtig geile Innovation gewesen, wo das halt einfach richtig geil gemacht hat. Und ich hätte es schon spannend gefunden, ob andere Teams das noch ein bisschen hätten können verfeinern, vielleicht noch mehr hätten können rausholen aus dem System. Und ja, ich verstehe bis jetzt nicht genau, was dagegen spricht, weil ich finde es so viel verwirrender oder so viel Kontrolle nimmt das auch nicht weg, wenn du all die hohen Knöpfe anschaust, die sie schon bedienen auf dem Auto drauf. Also, ich finde das jetzt noch mega schade, wirklich. Ja, vor allem, ich finde es immer wieder krass, immer wenn du das System reinrührst, also mit dem wieder kommst, denke ich immer so, Alter, die scheiß 20er-Saison war so geil gewesen. Ja, es ist, weißt du, die Autos sind brutal gewesen. 20er-Saison, ich finde es optisch gesehen, finde ich extrem schöne Autos, weil die sind richtig kastig gesehen irgendwie, ich habe es einfach gern. Aber halt auch, man kommt immer, wenn ich an die 20er-Saison denke, kommt man im Hamilton seine Mugello Lap sind. Ja. Und ich rede jedes Mal davon, aber es ist so grämend zum Zuschauen. Ja. Einfach Fullspeed drauf.
Und jeder, der schon mal irgendwie im Assetto Corsa oder so die Strecke gefahren ist, weiss, wie sehr man muss aufpassen und wie schnell das einem dort kann nehmen kann. Und er geht einfach einen ganz minimalen Lift macht er. Und ja, also der 2020er Mercedes, das war ja der W11 gewesen, gell? Mhm. Und jetzt auch der RB19, Red Bull 19er, das sind einfach wieder zwei Autos, wo wir nie werden vergessen. Die werden bei den Museen gross ausgestellt sein. Oder? Und das finde ich geil. Für das schaue ich eben Formel 1 auch. Und klar, wir haben eine Red Bull Dominanz gehabt, aber es war auch schön, mal wieder einfach so ein Auto zu sehen, wo einfach alles perfekt funktioniert, wo alles so cremig und butterig aussieht. Das ist halt auch einfach sexy zum Zuschauen. Voll. Ja, Voll. genau. Ja, also ich glaube, wir haben so wieder alles angesprochen, oder? Im heutigen Podcast. Yes. Wir sind wieder mal eigentlich wie immer sehr, sehr abgeschweift teilweise, aber ich finde es immer geil, immer wenn wir abschweifen und immer wieder so tief diskutieren. Jetzt auch wieder mit dem Stream-Chat zusammen, auch wieder sehr, sehr gut gewesen. Wir haben zwar nicht so oft mit euch interagiert, muss ich ganz ehrlich sagen, an der Stelle ein bisschen, aber nicht so, glaube ich, so oft wie das erste Mal. Können da besser das Zeug reinschreiben? Nein, also. Nein. Also, es ist halt einfach schwierig. Wir haben auch viel zum Reden gehabt, sind wir ehrlich. Also. Das ist ja so, ja. Nein. Also, zuerst mal danke vielmals für die alle im Stream natürlich dabei sind und natürlich so auch ein bisschen den Podcast mitgestaltet haben. Was ihr auch gerne möchtet, mal live dabei sein bei so einer Podcast-Aufnahme, dann folgt mir einfach ganz einfach auf Twitch. Also am einfachsten, da sind ihr auch dabei. Immer Montag und Donnerstag auf die Simni gibt es einen Livestream, wo wir an F1 Game oder andere Sachen geben oder einfach nur labern oder eben aus dem Podcast aufnehmen. Also sind gerne dabei. Und sonst wäre es das gewesen mit dieser heutigen Podcast-Episode vom Unsafe Release. Wir hoffen natürlich wie immer, dass euch die heutige Episode gefallen hat. Und dann sehen wir uns dann wieder oder hören uns wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.